Hallo, Balin. So. Hallo Blackout 2 und hallo Lukas History Live. So, als allererstes brauchen wir mal einen geilen Song. Wobei, nein. Als erstes würde ich mal alle Fenster schließen und ich für Streaming nicht brauche. Wäre so eine gute Idee. Sehr gut. Dann können wir starten mit After Effects. Was ist dein Lieblings-RMC-Coaster? Keinen. Also, ein neues Projekt und das speichern wir dann nicht in dem Ordner, sondern Tests da rein. Speichern. So. Gut. Jetzt brauchen wir einen geilen Song. Also. Der tönt ja grau. Der tönt ja grottig, warte mal. Okay, gut. Meine Kopfhörer tönen grottig. Gut, haben wir das Thema. Hätten wir das auch besprochen. Sehr schön. Kopfhörer weg. Nehmen wir meine geile Kopfhörer. Yeah, nice. Okay. Also, wir brauchen einen geilen Song. Welchen Song nehmen wir am besten? Mal gucken. Irgendeiner mit viel. Wo viel passiert. Und da nicht. Das geht noch besser. Nein. Oh boy. Den Song nehmen wir. Abladen. Und für lasse ich es einfach mal ganz normal durchlaufen. Because I can. So. Slow-Mo ist abgeladen. Als erstes mal importieren. Sehr schön. Und machen wir den ganzen Song. Ja, komm, wir machen den ganzen Song. YOLO! So, wir haben jetzt da den ganzen Song. Und jetzt muss ich rasch gleich reinhören. Das ist schon mal geil. Aha. Das kommt gut. Ah. Ja. Ja. Das wird gut, das wird gut. Sehr schön. Okay. Easy. Jetzt muss ich aber gleich erst schauen. Wie sieht es denn aus mit meinem Livestream? Kann man das Ding schauen, ohne dass man Ohrenkrebs bekommt? Greenie. Gucken wir mal. Oh ja, guck mal da, live. Kann man reinhören? Ja, das ist nicht immer so schlecht. Okay, easy, passt. Also, weiter im Text. Wir brauchen jetzt eine neue Farbfläche.
Und die nennen wir Soundkey. Und darauf hauen wir nämlich jetzt unseren Effekt von Red Giant. Soundkey. So. Und den applyen wir dann zu unserem Song. Und wir haben dieses Diagramm. Nice. Okay. Easy. Also mal schauen, was macht denn der Song so? Jetzt werden wir gleich mal in den Song da reinhören. Zack, zack. Und bitte. Hallo Till. Okay, wir haben so 3 Ausschläge. Links, Mitte und ganz rechts. Easy. Den müssen wir so definieren. Nicht verschieben. So. Erste Regler, den wir da gerade definieren. Das wäre dann. In dem Bereich. Der kommt dann noch ein bisschen höher. Sehr schön. Okay, cool. Dann haben wir die zweite. Das wäre dann Mitte. Oh, geil. Okay, der zweite Bereich nehmen wir den irgendwie da so raus. Nein, das muss drin. Kann man das irgendwie so machen? Okay, easy. Was ist sexy? Oh nein, bloß nicht. Doch, easy. Freuen wir uns drauf. Hoppala. Gehen wir da hinten. So. Und den Bereich müssen wir auch noch irgendwie mitnehmen. Das könnte so das Beat werden. Ja, easy. Oh, das wird richtig heftig. Irgendwie so setzen.
Das ist gut, das ist gut. So, jetzt müssen wir noch herausfinden, was wir jetzt machen wollen. Wir machen mal eine Form. Das ist gut. Neue Farbfläche, nehmen wir das Form. Und der hetzen wir jetzt natürlich. Trapcode, Form auf den Hals. Wo ist es? Trapcode, Form, easy. Und let's go. So, wir brauchen da irgendwas so um die... Was nehmen wir? 300? 300 mal 300. Und das auf eine Größe von 1920. Das ist viel zu nah, oder? Nein. Nein. Ich bekomme keine Zuschauer und Likes. So, machen wir 85 Grad. Nein. So, was wäre nice? Da wir noch reinzoomen, aber das machen wir nachher mit der Kamera. Wollen wir jetzt schon... Die Frage ist, mache ich jetzt 2 Module oder mache ich 1 Modul? Mal gucken. Also, den neues Nullobjekt, dreidimensionaler Raum. Jawohl, neu Kamera. Perfekt. Und das Nullobjekt schieben wir jetzt auf Kamera. Wozu hole ich meine Kamera an? Ah, da. Nullobjekt ist in der Kamera, sehr gut. Und von oben sieht es auch ziemlich gut aus. So, sehr geil. Das heißt, die Kamera kann ich jetzt mit dem Null pairen und ab jetzt, genau, habe ich all meine Kamera-Controls im Null. Sehr gut. So, dann gehen wir die Kamera noch einstellen. Was haben wir da? Wir haben Zoom. Hui, 900 Mill. Holy moly. Das ist ein bisschen zu wenig. Nehmen wir mal 500. Selbst den. Ist noch nicht viel. So. Dann gehen wir ein bisschen näher. Ups, das war die Kamera, nicht 0. 0, gehen ein bisschen näher. Du, hey, wieso rendert das jetzt gerade nicht? Ah, jetzt, doch, es rendert ja gleich. Also, 0. So. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das am besten? So, wir haben... Hey, what the fuck? Wieso ist das jetzt so off the grid? The fuck? Form, Designer... What? Machen wir 150. Auf 100.
Hallo Nano. Ja, es sieht schon ein bisschen besser aus. So. Und jetzt hätte ich gern... Fractal Field. Displays, wo ist es? Wo ist der Scheißer, wenn ich ihn einmal brauche? Hallo, MeTV. Oder MTV, wie man es auch immer nennen will. Ah, das habe ich gesucht. Nice. Also. So, wir machen jetzt mal eine kleine Wellenform. Genau, plus minus ist Welle. Wir wollen, dass es nach vorne fließt, also ist das gleich Time plus 50. Ja, es fließt. Wie geht's mir heute? Super. Okay, wir haben mal eine Flow-Bewegung. Wir könnten den Flow natürlich auch von links nach rechts machen. Machen wir es mal von links nach rechts. Wieso soll ich das nicht von links nach rechts machen? Der Fuck. Okay. Dann nehmen wir es mal bei dem Flow. Also das ist Time plus 50. Für die Geschwindigkeit, die man wollen. Ja, genau. Okay. Oder ist das zu schnell? Es könnte schon zu schnell sein. Machen wir das mal S-Time plus 25. Besser. Und da fügen wir jetzt hinzu den Multiplier von unserem Soundkey. Und zwar, welcher ist es gewesen? Das Gefühl, ich weiss das noch. Der 3er. Easy. Loading, loading, loading. Love it. Ich habe schon erwähnt, dass ich es liebe, wenn sich Adobe-Produkte, auch wenn sie entscheiden, einfach zu laden und nicht reagieren. Das ist mega. Keine Rückmeldung, ich liebe es. Ah, endlich. So. Wir können wieder wechseln in eine Ansicht. So. Und jetzt kann ich ja offiziell sagen, wir haben... Ah, fuck, wo war es jetzt gewesen? Vom Displays, der da wird gelinkt. Mit Soundkey, Effekt,
Sound Key, Range 3, Output 3. Oh. So, genau. Time plus 25 plus so. Genau, und wenn ich jetzt an eine Stelle gehe, wo der mehr ausschlägt. Genau, geht schneller. Ah, wie geil. Langsam. Auf schneller. Wobei ich müsste eigentlich mit einem Mal. Ah, außer ich mache einen Multiplier. Schauen wir nochmal rasch. Der schlägt aus ist 0 und 100. Machen wir nochmal Custom. Zwischen 0 und 1000. Berechnet das mal. Und schauen, was dabei rauskommt. Hallo, Makino 03. Waiting für Keyframes. Ich liebe es. Oh, geil. Haben wir jetzt ein Small gemacht oder? Nein, wir haben ein Plus gemacht. Sehr gut. Okay, das hätten wir. Speedramp hätten wir. Jetzt brauchen wir... Nein, kein Doggy Party. Jetzt brauchen wir nur noch das Displacement. Und folglich mache ich jetzt noch ein zweites Grid. Könnte ich ja eigentlich. Machen wir noch das zweites Grid. Und zwar Form, Designer. Ja, ja. Wieso so immer da oben schwirrt, ich habe keine Ahnung. Und wir machen ein neues Grid. Und das Grid soll die gleichen Eigenschaften bekommen. Oh fuck, was sind die Eigenschaften? 150, 150. Okay. Nice. 150. 150. Und kippt um... Was ist es? 83. Und aber um 1920. Nicht die gleiche Rotation, hä? 94. Ah, easy. Wieso stimmen die beiden jetzt noch nicht? Apply. Das sieht hure weird aus. Hure weird. Okay, da sind wir bei plus... Ah, ups. Ja, kein Wunder. 84. Plus 84. Jetzt stimmt's. Apply. Das ist jetzt alles so... Warte mal, wieso ist es jetzt oberhalb... Was ist mit meiner Kamera passiert? Ah, okay, alles klar. Alles klar.
Haben wir es gerade vorher genau so gemacht. Machen wir halt 94, ist mir auch recht. So, 94 Form 2, 94 Form 1. Auch 94, bitte. So. Apply. Jetzt müssen wir nur schauen, dass die ein Offset haben, wo zueinander passt. Form 2 braucht ein Offset, und natürlich nicht definierbar ist. Ja, Halleluja. Und 50 wie das Original. Wieso sind die nicht deckungsgleich? Ja. So, aber jetzt sollte ich mal verstehen, wieso die Form 2 da unten nicht vorhanden ist. Okay, bei 100 gibt es das Problem nicht. Ah, deshalb. Wir könnten da eigentlich 75 machen. Sieht cool aus. Ja, hoffentlich auch. Das wird hoffentlich bald zu unserer Musik anfangen zu tanzen. Hoffentlich. Ja. Jetzt stimmt's wieder. Sehr gut. So. Und jetzt kommen wir unserer ersten Form. Das wäre dann ja Base Form 1. Oh shit. All Forms. Okay, egal. Masterform. Masterform hat ein Fractal Field von. Genau, the Displays. Das soll ja. Oh! Ich tue mit dem ersten den zweiten mit einbeflussen. Das ist geil. Okay, das da soll ja entsprechend unserem Beat sein. Also muss das gelinkt werden. Mit dem Output zwar 1. Okay, Output 1 haben wir da. Und der wird jetzt gelinkt mit Output 2, 3, 1. Kommt oben. Da. So. Okay.
sieht nicht aus, als ob es funktionieren würde. Hä? Ich habe doch die alle berechnet. Also nochmal. Soundkey. Level 1. 45, 52, 3. Macht definitiv, was er soll. Okay. Und Form. Form 1. Fractal Field. Displays. 0. Setzen wir jetzt nochmal. Und zwar auf Output 1. So, Fractal Field müsste jetzt... Aha, jetzt haben wir es. Der Musik zugeordnet sein. Perfekt. Warte, bis der erste Bass kommt. Holy shit. Ist ein bisschen heftig, oder? Ein bisschen heftig. Also, gehen wir es anpassen. Soundkey, Output 1. Muss zwischen 0 und. Na, sagen wir zwischen 0 und 50 sein. Nein, zwischen 0 und 25. Dann müssen wir berechnen und schauen, was passiert. Calculate faster, please. Ah stimmt, ich habe ja Facecam. Hallo. Please. Faster. Ah, geht doch. Aber wieso ist die Wave jetzt weg? Jetzt fehlt doch die Wave komplett. Also nochmal kontrollieren. Wir haben Flow. Flow entspricht. Stimmt doch nicht. Flow muss Output 3 entsprechen. Beziehungsweise muss entsprechen Time plus 25 plus Output 3. Okay, jetzt müssen wir irgendetwas mit dem machen da. Ich glaube, da machen wir 50. Genau, jetzt haben wir noch das zweite Fractal Field. Unsere zweite Form, das ist ja. Ups. Form 2. Und der hat ja ebenfalls. Ah, wo ist es? Displays. Oh, der hat gar kein Displays. So. Form 2. Warte, nein, Form 1 hat irgendwo ein Displays. Wo ist die Displays?
Ah da, Displays and Twist. Und da fügen wir ihn hinzu. Und zwar ein ganz Standard. Also ich würde einen hinzufügen. Und wenn das jetzt gemacht, habe ich jetzt einen. Okay, das beeinflusst schon mal das ist gut. Und jetzt würde ich auch noch. Nein! MTV, das nicht. Form 2. Ah, da ist er. Aber ist ja wirklich, was ich haben will. Hm. Echt was anderes will. Löschen das Ding, löschen, löschen. Ah, den habe ich gesucht. Ja. So. Ja, sieht schon viel geiler aus. Genau, und den tun wir jetzt. Wo ist er? Der Formel hinzufügen vom 2. Perfekt. Irgendwie ist das komisch. Wieso wird dort der Flow nicht applied? Fuck. Also, Master. Du hast ja irgendwo einen Flow. Wo ist der Flow? Genau. Das ist ja dein Flow. Und jetzt gehen wir wieder ins Form 2. Und dir fehlt der Flow. Warte. Wie der Flow fehlt und dann noch hinter, oder? Z.
Jetzt sieht das eigentlich schon wieder besser aus. Oder jetzt stimmt der Speed wieder überall. So. Ja, viel besser. Jetzt können wir im Designer. Können wir am 2 komplett anders aussehen geben. So, komm. Also. Am 2 geben wir es ganz anders ausgesehen. Zum Beispiel sowas. Nein, das sieht beschissen aus. Ja, leuchtend, sehr gut. Like that. Sag mal, wie sieht es aus im Fertigen? Oh, shit. Das ist ein bisschen heftig. Jede zweite Kugel ist noch belichtet. Das ist ein bisschen heftig. Das ist ein bisschen heftig. Ich könnte es eigentlich schon so machen, aber müsste die Verstärkung noch ein bisschen runtergehen. Oh. Das sieht eigentlich nicht mal so schlecht aus. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen schnell. Und wieso wird der untere nicht mitgenommen? The fuck? Was macht denn jetzt Form Eis? Form Eis. Der Flow ist ja da. Aber das ist fast gar nicht da. Hä? Weißt du das? Ich kann mal einfach sagen, das will von Form 2 erben. Ja, das ist Z. Und bei Z.
Jawohl. Denn da bewegt er sich plötzlich anders. Ja. So muss es sein. Geil. Okay, easy. Wir haben es geschafft! Nice. Jetzt müssten wir uns nur noch festlegen für einen Look. Also das heisst Farbe. Ja, am einfachsten machen wir mal einen Glow rein. Form. Glow. Star Glow. Das ist schon ein bisschen heftig, oder? Das ist schon ein heftiger Glow. Nein. Nein, das mache ich nicht. Wenn, dann machen wir einen Shine. Shine. Auf die Form drauf. Oh, das sieht schon viel geiler aus. Und da könnten wir jetzt auch die Farbe definieren. So, jetzt müssen wir nur noch Farbe haben. Was für Farbe nehmen wir denn? Wir gehen wieder mit dem bläulichen Look. Also nehmen wir da irgendwelche Blautöne. Dunkelblau. Und dann irgendwas. Ui, Nano. Und dann noch irgendwas ganz helles. Nein, das ist schon was grün. So. Jetzt gefällt mir das Blau noch nicht wirklich so. Besser. Okay, ich springe mal irgendwo rein, was so voll am Abgehen ist. Da. Oha. Das ist übel. Jetzt ist die Frage, können wir irgendwie... Ich könnte es gerne noch ein bisschen anders färben. Von der Helligkeit und allem. Oh, wir können das Licht boosten. Ich habe eine Idee, wir könnten noch einen weiteren Trigger setzen. Auf den Lichtboost. Aber ich glaube, das ist schon zu viel. Na, wir haben ja schon einen Schein. Also nehme ich es mal wieder raus. Fractal Noise. Na, den wir jetzt nicht rein. Aber ein Schimmer wäre natürlich geil. Bei der Farbe müssen wir noch etwas anpassen. Und zwar das Violett-Grau. Wobei, das ist der Hintergrund. Das können wir natürlich auch ändern, wenn wir einfach Hintergrundebene erstellen. Weitere Farbfläche. Ups, nicht Formfläche. Farbfläche. Neu. Farbfläche. Background. Weiß, natürlich. Immer weiß. Und dem Weiß geben wir jetzt Gradient. Gradient stinkt normal. Drogentrip. Ein Kreis mit 2 Farben am liebsten. Und das kann ich einstellen. Wo zum Teufel sind die Farben? What? Ah, da oben. Color. Erste Tab. Augen auf. Ich will nur 2 Farben, das heisst, ich muss eine ausschalten. Die Ausserfarbe machen wir irgendwas dunkelblau. Da ein bisschen schwarz. Sowas. Und das Rote machen wir das ganz hellblau. Sowas. Sehr geil. Und den Zentrum schieben wir noch nach oben. Ey, das wird. Sieht langsam echt nett aus. So. Jetzt könnten wir eigentlich noch irgendetwas bauen, was so ein bisschen einen Shake reinbringt. So ein bisschen Kamerashake. Oder wir machen daraus irgendeine geometrische Form, das geht natürlich auch.
Ah, wir können natürlich, ja, was wir natürlich machen ist, wir können noch die Kamera aktivieren. Und in der Kamera unsere Tiefe und Schärfe haben wir aktuell ausgeschaltet. Jetzt ist sie an. Jetzt brauchen wir wieder 2 Ansichten für das. So, come on, show me. Kamera. Fokusbereich. Gehst du mal auf 0. Das ist irgendwie dort nach hinten und Blende. Die Engine hat gerade extrem Problem, um das zu berechnen. Sonst kann ich nicht abbilden. Ganz geil. Okay, der geht richtig heftig ab. Ja gut, den muss man rendern und schauen mal, wie es aussieht. He? Also, rendern. Das ganze Datei exportieren. Media Encoder öffnen. Datei exportieren. Come on. Datei. Exportieren. Media Encoder Warteschlange. Natürlich ist jetzt zweimal drin. Ah, ich liebe es. Test, genau. Gut. Den muss man rendern und schauen, was dabei rauskommt. Ich hoffe, was Cooles. In der Zwischenzeit schaue ich, was auf Twitter so los ist. Ui. 2 Notifications. Schon geil. Ja, danke. Eigentlich hätte man noch eine Farbe färben von den einzelnen Punkten. Das wäre natürlich auch noch gegangen. Was? Das zu rendern soll 27 Minuten dauern? Holy shit. Ja gut. Lassen wir das rendern. Und schauen nachher weiter. Easy.